Servus und Habidere beieinander zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Podcast. Ich bin der Mike, der Esel, den Sie immer zerrscht, und mit mir im virtuellen Studio der Corby. Servus und Habidere, Corby. Ja, hallo Mike. Vielen Dank für die Einladung. Da habe ich mich sehr gefreut über die heutige Folge. Ja, du bist ja mein Goodfella, weißt du schon. mit wem soll ich dich da heute sonst, oder wen soll ich heute sonst einladen außer die? Irgendwelche Mafiosi? Ja, da habe ich ja den richtigen. Du bist der Geschäftsführer, das heißt, Geschäftsführer wird man nur, wenn man mit der Unterwelt auch was zum Tor hat, oder? Oh, geleck, hör bloß auf. Ja, hey, ich bin heute ein bisschen so der Fisch der Salzwasserfisch im Weiher, weil heute geht's einmal nicht um einen Horrorfilm, ich hab das bestimmt schon mitgekriegt, es geht um Goodfellas von Martin Scorsese. Und ich bin gespannt, ob ich da halt mit Wissen glänzen kann oder mit meinem Schmerz, weil halt geht's einmal nicht um Horror, Corby. Na, aber es geht zumindest um ähnlich blutige Szenen. Also ja. In diesen 146 Minuten, da sieht man schon einige echt blutrünstige und vor allem allgemeine Kills. Auf jeden Fall. Und sehr unerwartet teilweise. Und sehr bitter. Corby, der Film ist, wenn man dein Letterboxd-Profil anschaut, unter die Top 4. Warum? Warum? Was ist los mit dir? Warum? Also, das sind 146 Minuten, die so extrem schnell vergehen und wo keine Minute langweilig ist, ja, dass jedes Mal einfach eine richtig geile Zeit mit dem Film habe und das einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Also ich stehe von Haus aus immer so auf dieses Mafia-Setting, obwohl ich zugeben muss, ich habe Sopranos noch nicht gesehen. Okay. Also das heißt, das liegt auch noch vor mir. Und Martin Scorsese oder Scorsese oder whatever Filme sind ja von Haus aus eigentlich schon immer ziemlich geil. Also ich habe The Irishman sehr gut gefunden. Wobei ich sagen muss, zum Beispiel, wenn man Casino ja auch noch mit reinnimmt, wo der Robert De Niro und Joe Pesci mitspielen, ist Goodfellas schon Königsklasse. Also er würde ja ganz oft verglichen mit Der Pate. Mhm. Aufmerksame Hörer wissen, dass ich da erst vor kurzem einen kleinen Paten-Exkurs gemacht habe. Aber ja, der Pate ist halt schon immer so dieses familiäre, es geht viel um Ehre, es geht viel mehr um dieses Setting dahinter. Es würde ja kein einziges Mal in Der Pate erwähnt, dass es da um die Mafia geht. Okay. Und in Goodfellas ist es halt so anders. Du bist ab der ersten Szene sofort dabei und merkst, ach du Scheiße, wo bin ich denn jetzt da reingeraten? Ja. Und da verbindet man halt dann gleich mal sich selber als Zuschauer sofort mit dem Charakter vom Ray Liotta, mit dem Henry Hill, der ja da totaler Fanboy ist, aber dann irgendwann halt merkt, okay, vielleicht wächst dem das auch langsam ein bisschen über den Kopf. Das stimmt. Aber am Anfang, das ist jetzt sau cool, wie er da reinrutscht. So mit ein paar so Dienstbotengänge und ein paar so Gefälligkeiten und ein paar Aufmerksamkeiten und so. Und bis du schaust, ist er da, der Big Man, als junger Bursche und verdient schon einen Haufen Kohle und teilweise sogar mehr wie sein Vater, wie es im Film heißt, fand ich dann sehr lustig. Toll, also wirklich dieser Aufbau und wie der Film strukturiert ist mit diesem, er ist ja sehr episodenhaft erzählt und die Zeit vergeht wirklich wie im Flug. Wie du sagst, also kann ich da nur beipflichten, weil ich war wirklich überrascht. Ich habe den Film, glaube ich, vor 15 bis 18 Jahren das letzte Mal gesehen und ich habe jetzt wirklich spekulieren müssen, wie du mir geschrieben hast, scheiße, hab ich den überhaupt? Also ich habe gewusst, ich hab den irgendwo auf einer ranzligen DVD, aber dann habe ich mal schon in mein Steelbook-Regal geschaut und da ist dann dieses Ding gestanden neben Casino. Also Casino kann man auch besprechen, hätte ich auch. Oh ja. Genau. Oh ja. Und es war jetzt wirklich cool, wie du diesen Vorschlag gebracht hast, haben wir gedacht, hey, müsste die echt wieder mal sehen und die Gelegenheit, die
packt man beim Schopf. Also kannst also entsprechend nachvollziehen, warum der bei mir so hoch gelistet ist. Ja, auf jeden Fall. Das war jetzt ein bisschen als Späßchen gedacht am Anfang. Warum, Corby, warum gefällt dir der Film? Nein, es ist wirklich, ich kann es verstehen, dass der bei dir so gut ankommt. Oder allgemein, er hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe zwar ein paar so Sachen, die mir da jetzt nicht so gefallen haben, das ist aber wirklich nur mein eigenes Geschmäckle, weil bestimmte Sachen in dem Film passieren, die möchte ich einfach nicht, dass passieren. Und weil so wie das am Anfang abläuft, das ist wirklich so ein Feel-Good-Film. Obwohl so viele schlimme Sachen dann auch passieren, du bist da dabei und diese flotten Sprich, diese teilweise schrulligen Figuren. Jeder hat seine eigene Eigenheiten, ja, super, toller Deutsch. Ja. Und dann haben so komische Figuren dabei und eigentlich haben sie dann alles so die große Familie und dann, ja, cool. Und dann, wie das alles abläuft und seine Lebensgeschichte dann mit Frau kennenlernen und wie es da hingeht, wie er in der Mafia aufsteigt, was er dann so noch alles macht. Brutal. Also die ersten 1,5 Stunden, die sind geflogen. Auch die anderen fast 1,5 Stunden, die vergehen auch wie im Flug. Aber ich weiß, was du meinst. Also gerade so das erste Jahrzehnt, das behandelt wird, das ist ja mega schnell vorbei. Ja. Und apropos Jahrzehnt, die dämlichen Deutschen, muss man ja schon fast wieder sagen, schaffen es ja in den wenigsten Fällen, einen Film einfach so zu betiteln, wie er im Original betitelt ist. Mhm. Also im Deutschen heißt der Film Goodfellas 3 Jahrzehnte in der Mafia. Mhm. So nach dem Motto, wir lassen hier mal keine Fragen offen, um was es in diesem Film gehen könnte. Also für alle, die wirklich Goodfellas noch nie gesehen haben. Es geht um den Henry Hill, der Mike hat's schon gesagt, der sie langsam so in die höheren Stufen einer Mafia hocharbeitet. Das fängt an in die Mitte der 50er, wo er nur 11-Jähriger ist. Wo er halt dann wirklich anfängt, so kleine Botendienste zu machen, schon aber in die ersten Gaunereien mit reindriftet. Und so freundet er sich halt dann Stück für Stück so in einer Mafia-Clan rum um den Paul an. Und irgendwann lernt er dann auch noch den Jimmy kennen, der gespielt wird vom Robert De Niro. Hat dann noch so seinen Kumpel dabei, das ist eigentlich auch so der Laufbursche vom Jimmy, der Tommy. Und der Tommy wird gespielt, später dann, wenn sie erwachsen sind, vom Joe Pesci. Mhm. Und der Charakter, der lässt einen oftmals mit offenem Mund da sitzen und sie denken, ach du Scheiße, was haben sie denn jetzt gemacht? Voll die miese Sau ist das. Ja, genau. Das ist eigentlich die ganze Handlung. Also es geht um den Aufstieg und möglicherweise um den Fall von den 3 Kumpanen. Und es ist sehr, sehr spannend, aber er ist filmisch extrem geil gemacht. Also, wo ihr jedes Mal verblüfft bin, spätestens in dem letzten Jahrzehnt, wie geil eigentlich dieser Soundtrack ist. Mhm. Es ist zwar sehr viel Rolling Stones, also erstaunlich viel Rolling Stones, aber nichtsdestotrotz, das bringt so eine Leichtigkeit dann nochmal irgendwie in bestimmte Szenen mit, die aber eigentlich sehr, sehr schwer sind. Ja, ich freue mich dann ja schon, wenn wir über die Tops und Flops reden, weil eines meiner Tops ist wahrscheinlich eins deiner Flops, die so richtig unbehaglich für die sind, wo ich mir denke, das ist für mich eine der ikonischsten Mafia-Szenen überhaupt. Jetzt weiß ich nicht, hast du irgendwelche Infos, ob das Tatsachenbericht ist? Ja. Weil es ist ja am Ende, sagt man dann nur diese Texttafeln eingeblendet. Ist es jetzt tatsächlich eine wahre Geschichte? Ja, zu großen Teilen. Es ist die Verfilmung von dem Buch Wise Guy, der Mob von innen, und das behandelt praktisch auch den schrittweisen Aufstieg von so einem Mafiosi, und der Henry Hill, der existiert auch wirklich, also der hat da eigentlich allen Schauspielern, also ganz vorn dabei, vor allem an Robert De Niro, dabei geholfen, seinen Charakter besser zu verstehen. Also Robert De Niro hat teilweise 4 bis 6 Mal am Tag den Henry Hill angerufen, um verschiedenste Dinge herauszubekommen. Unter anderem auch, also wie hat denn damals dieser Jimmy Ketchup aus der Flasche rausgebracht? Gibt's ja verschiedene Möglichkeiten. Ja, auf jeden Fall. Es gibt die Klopfer, es gibt die Schüttler, aber das war ein Roller. Ah, okay. Weil das war natürlich die Vor-Squeezed-Zeit im Endeffekt, ja. Da hat man noch nicht squeezed. Genau. Und wenn ihr da aufpasst in dem Film, dann werdet ihr auch sehen, dass er eben diese Rolltechnik auch entsprechend anwendet. Wow. Das muss ich mir nur mehr schauen, das Heft jetzt ist nichts. Nur wegen der einen Szene.
Aber auch, wie gesagt, sind oft so kleine Sachen mit dabei in dem Film, wie dass der Jimmy heißt, oder? Der Ray Liotta-Charakter. Dass der, oder? Na, Henry. Der Henry, Entschuldigung. Genau. Dass der Henry schon ewig lang nicht mehr in der Schule war. Das hat er einen Brief gekriegt von der Schule und der Vater trischt er dann recht. Und dann geht der quasi zu seinen Mafia-Kumpels und sagt, hey, der Postbote bringt da immer Sachen heim. Dann packen er das erst einmal am Postboot, wassern den gescheit und sagen, jetzt, wenn du noch einmal einen Brief von der Schule heimbringst zu seinen Eltern, dann staubt's. Und somit haben nie mehr Briefe von der Schule zu der Familie heimgekommen. Das fand ich schon mal super. Also, das ist ja das Naheliegendste. Ja, natürlich. Um Himmels Willen. Ich hab schon gemeint, die schlagen jetzt dann einen Vater recht, weißt du schon? Wenn du sagst, hey, der ist bei uns da bei den Mafiosis dabei, der gehört zu uns und der Vater trischt steht und man denkt, jetzt schlagst du dann einen Vater recht. Nein, sie machen das raffiniert. Und so machen sie es ja bei ein paar Sachen, dass sie es immer so hintum machen. Und das finde ich total, ja, cool und raffiniert. Schön. Ja, insgesamt, wenn du halt dann siehst, wie die untereinander oder eben miteinander auch agieren, das ist so krass. Weil es gibt halt da schon, wir haben ja vorhin über einen Paten geredet und dass da sehr viel mit Ehre und so los ist. Diejenigen, die da, glaube ich, von der alten Schule sind und halt sagen, okay, es geht jetzt gerade hauptsächlich um Ehre, da gehört der Paul mit dazu. Aber du merkst schon, der Tommy, der ist absolut unberechenbar. Absolut. Und so schnell von dem, okay, ich bin gerade der beste Kumpel hinzu, mach mich nur einmal blöd und das war's. Ja. Wie bei der einen Szene, wo er dann ein Ding ein bisschen verarscht, den Henry, wo man jetzt echt nicht weiß, hey, scheiße, meint er das jetzt ernst? Weißt du, und wo es dann, bis dann am Schluss die Auflösung kommt und dann hahaha, und ich denke mir, ich glaub's ihm immer noch nicht. Also, das ist so eine unberechenbare Figur, also die Art Mensch, der hat mir im realen Leben, der hat mir Angst gemacht. Das ist ja so eine Figur, und sowas spielt er ja öfter. Ich glaube, sowas ist ja im Casino, glaube ich, ist er auch dabei, oder? Ja, genau. Der spielt ja eine ähnliche Rolle, glaube ich. Ich hab's nicht mehr so im Kopf, aber er ist immer so eine Figur, so wie sag ich ihn jetzt? Ein Mistsau? Ein Mistsau, danke sehr. Also wirklich immer so ein Mistsau, dem kann man nicht trauen. Und deswegen fand ich das sehr cool, dann, er ist ja auch einer von den zwei feuchten Banditen bei Kevin allein zu Hause, dass jetzt da quasi da einen von die schlimmsten, der wo immer die schlimmsten Figuren spielt, jetzt in einem Kinderfilm, also ein Gangster spielt. Stell dir vor, der hätte dasselbe mit Kevin durchgezogen, wie das da in dem Film macht. Der Film wäre recht kurz geworden, ja. Das war wirklich kurz geworden. Aber wirklich eine Figur, auch diese Herangehensweise, immer so, da tun sie ja immer so schön. Und dann hörst du ihm oft quasi da die Erzählung und dann dann haben wir den wieder verrammen müssen. Zack, 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 und dann wird wieder Messer reingehauen oder Messer in den Kopf rein oder Schilder ins Gesicht eingeschossen oder irgendwas und dann ist es vorbei. Weißt du, das ist, du redst, die reden miteinander ganz normal, wie wenn es voll die Kumpels warten und dann wird einfach wieder mal so klammheimlich einer verrammt, aufs Brutalste. Und ja, krass, also zuerst ist immer dieses familiäre und dieses freundschaftliche und dann sowas dazwischen. Dann sagst du, wohl, leck ich mir keine Sekunde in der Mafia, soll ich das emotional nicht aushalten. Ja, oder du musst halt da sehr abgestumpft sein. Oder so. Auf jeden Fall die besagte Szene, die du vorhin genannt hast, wo der Tommy und der Henry in einer Bar sitzen. Aha. Und dann erzählt gerade der Tommy irgendeine Geschichte. Und dann lacht der Henry ganz fröhlich um sie herum, lauter andere Mafiosi, die auch mitlachen. Und dann sagt der Henry einfach nur so, du bist so lustig. Aha. Oder komisch im Deutschen. Komisch, du bist so komisch. Und auf einmal flippt der Tommy voll aus, entgleist vom Gesicht und sagt so, wie komisch? Was meinst du mit komisch? Und die Szene, die ist improvisiert. Ah, okay. Deswegen schaut der Henry dann so verdutzt, weil der überhaupt nicht gewusst hat, was soll ich jetzt das sagen? Also das ist ja eigentlich nicht im Skript. Okay. Ja, cool ist das auf alle Fälle. Da hat dann quasi der Ray Liotta, der ist ja dann da gestanden wie ich quasi vor dem Fernseher. Genau, und der wird sich gedacht haben, oh, jetzt kriege ich langsam Angst, ja. Scheiße. Und da gibt's nur eine Szene, die auch improvisiert ist, und zwar, das ist eigentlich es ist so eine ähnliche Abgebrühtheit, und zwar sie haben einen Typen vermöbelt und der liegt gerade halbtot bei einem Kofferraum und jetzt fahren sie aber nur schnell bei der Mutter vom Tommy vorbei. Und die sagt halt, ja, setzt euch hier und jetzt essen wir erstmal. Und dann labern die über Frauen und darüber, ja, sie haben einen Hirsch gefahren und der ist jetzt gerade im Kofferraum und keine Ahnung. Und das ist komplett improvisiert. Okay. Und das noch Geilere ist, die Mutter vom Tommy ist die Mutter von Martin Scorsese. Okay, na cool.
Also sein Vater hat irgendeine kleinere Rolle, aber es muss anscheinend wirklich eine sehr kleine Rolle sein. Der Winnie, also beide Eltern haben da den Martin ordentlich unterstützt. Schön. Aber wo du sagst, da mit Essen und so, Essen nimmt in dem Film auf alle Fälle einen hohen Stellenwert ein. Also wo es da gespeist wird und wo es man da Leute beim Kocher sagt, das ist ein Wahnsinn. Also gut, dass schon so spät war, wo ich den Film gesehen habe, aber wenn du den irgendwo so ein wenig früher anschaust oder wo, dann hätte ich gedacht, der hätte ich bestimmt noch ins Chips-Tüterlei gelangt oder so, weil es mich so gelangert hätte dann. Aber wirklich, es wird da vorzüglichst gekocht. Sogar im Knast. Das fand ich geil. Im Knast, ja. Und da finde ich auch das so beeindruckend, wenn du dann da bestimmte Szenen siehst, wo du dir denkst, wie das schon wirkt. Immer diese ganz krassen Close-Ups, wenn er da mit der Rasierklinge den Knoblauch schneidet und ganz dünne Scheiben. Und ja, da habe ich mir gedacht, oh, jetzt hätte ich auch Bock auf so Spaghetti-Sauce. Aber das Geile ist, sie haben wirklich, sie sind im Knast. Und im Endeffekt, ich glaube, 10 Jahre haben sie verurteilt und nach 4 Jahren, meine ich, kommen sie wieder raus oder so. Und ja, dann geht's quasi da drin auch voll gut. Sie haben ja da alles, da wird alles reingeschmuggelt und so und natürlich auch alles bestochen rundum, alles, was eine Uniform hat, bestochen so ungefähr. Und dann kochen sie da drin und Bratwürstel und Ding. Ja, geil. Was sagst du? Ja, das ist so kann ich mir das als Mafiosi vorstellen. Sogar wenn sie die am Arsch haben, sitzt sogar noch irgendwo und hast da deine Leute und dann schauen sie, dass es da gut geht. Ja. Vielleicht nur allgemein ein bisschen zur Entstehungsgeschichte. Der Film ist von 1990, also er hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich finde aber, dass man ihm das nicht ansieht. Ich habe jetzt wirklich nicht mehr geschaut, von wann, aber ich hätte ihn in die 80er verortet gehabt. Ich hätte jetzt nicht gemeint, dass der von 90 ist. Also er ist 1990 im Kino gewesen. Natürlich in die 80er haben sie ihn halt dann entsprechend drauf. Ja. Das Buch, das ich vorhin genannt habe, das Wise Guy, ist 86 erschienen. Und eigentlich hätte der Film auch ursprünglich Wise Guy genannt werden sollen. Allerdings gab es dann zwischenzeitlich eine Serie, die so hieß, und dann auch nochmal einen Film. Also das eine hieß Wise Guy und das andere Wise Guys. Und dann hat sich der Herr Scorsese gedacht, ja gut, dann nennt man es mal ganz anders. Und macht ich finde, es passt ja also gut. Also es kommt ja relativ spät erst so ein bisschen die Auflösung, was heißt eigentlich Goodfellas? Ja. Warum nennen sie so? Ich kann nur lang jetzt allein über diese ganzen Bilder reden, die man da sieht. Über die Kamerafahrten und Einstellungen. Bitte, ich finde das total interessant. Deswegen finde ich das, wollte ich unbedingt, dass wir das machen, weil ich hab da jetzt wahrscheinlich eher die Arschkarte, weil ich mich da, wie gesagt, ewig lang schon nicht mehr gesehen und bin in der Materie gar nicht so drin. Aber du bist jetzt der Marvel-Man. Gerade bist jetzt der Mafia-Man. Du bist jetzt der Mafia-Man. Also gab es denn irgendeine Szene, wo du sagst, das fandst du rein von der Kamerafahrt her total interessant? Ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Es gibt einen 3 Minuten One-Shot. Okay. Ist mir jetzt auch nicht aufgefallen schon, ja. Und zwar, wo der Henry mit seiner Freundin an der Straße ankommt und sie dann durch einen Hintereingang in diesen Club reingehen oder in das Restaurant. Und sie gehen von hinten 3 Minuten lang durch verschiedene Gänge, dann durch die Küche, dann kommen es in dem Restaurant an, dann sieht man, wie von der Seite der Tisch auf einmal gebracht wird, der ja ganz bis zur Bühne geht. Das ist alles ein Shot, das sind 3 Minuten und es ist alles perfekt getimed und sowas finde ich mega beeindruckend. Voll. Jetzt, wo du das sagst, ja. Vor allem als Zuschauer verfolgen wir praktisch die beiden von hinten. Also das heißt, die sind gar nicht so richtig in Szene gesetzt, sondern man verfolgt die einfach. Und sowas finde ich einfach immer total geil, weil man denkt, allein über sowas Winziges, sich so viel Gedanken machen und wie das dann wirkt, das ist ganz, ganz großes Kino. Oder dann erst später, also das eine übrigens, die ganzen Kamerafahrten ist vom Michael Ballhaus, ist ein Deutscher, der da ganz viel für verschiedene Kamerafahrten drin geprägt hat. Aber unter anderem, es gibt später dann mal eine Szene, wo der Jimmy und der Henry in einem Restaurant drin sitzen und dass die Bedrohlichkeit besser wird, ist die Kamera von weiter hinten und fährt langsam zur Energie, sodass praktisch das von außen größer wird. Aber gleichzeitig zoomt die Kamera in die Personen rein, wodurch die Personen die ganze Zeit vom Profil her gleich sind. Also das heißt, die füllen links und rechts beide immer das Bild aus, aber man fährt trotzdem gleichzeitig näher hin. Ja. Und das ist total geil. Das ist das, was der Hitchcock immer gemacht hat, gerade in Schnee. Der hat das auch ähnlich Vertigo. gemacht. Ja, genau. Da ist ja auch so.
Ja, cool. Schnitttechnisch ist auch hier sehr, sehr große Arbeit geleistet worden von der Thelma Schoonmaker. Und zwar gerade am Ende merkt man das sehr stark. Da gibt's dann eine Phase, wo der Henry leicht paranoid wird. Und das bringt die allein nur durch ihren Schnitt rüber, dadurch, dass es halt früh so Szenen sind, die sehr kurz geschnitten sind und sie dann teilweise wiederholen. Oder auch Kamerafahrten, die so jumpmäßig von einer Stelle auf die andere auf einmal wechseln. Und da, wenn man dabei drüber nachdenkt, was das ja auch für Unruhe in einem selber dann verursacht, ist es halt auch perfekt, was die Botschaft betrifft. Ja. Und das super geil. Natürlich auch noch ein Ray Liotta, sein Schauspiel dazu, weil er ist ja da auch auf Droge dann teilweise und so und total fertig, wo dann der Doktor im Krankenhaus sagt, ja, wir müssen sie untersuchen, da stimmt doch was nicht mit ihr. Doch, mir geht's super und so und hin und her. Und dann schaust du ihn so an und sagst die ganze Zeit, leck, Alter, du bist so fertig und schwitzt und seine Augen sind rot und dann auch noch das mit dem Schnitt, das hört sich plausibel auf alle Fälle. Das in Kombination, deswegen, das wird dann am Schluss ist dann nicht mehr so cool wie am Anfang. Das, wie du sagst, das mit den Paranoiden, das bricht dann auf jeden Fall voll durch. Ja, genau. Da merkt man halt dann auch, okay, jetzt ist Stimmungswechsel. Also jetzt passieren Sachen, die nicht mehr so locker flockig von der Hand gehen wie eben am Anfang und in der Mitte vom Film. Ja. Das Schauspiel von seiner Frau, von der Karen Hill, von der Lorraine Bracco, finde ich auch echt krass. Gerade in so Szenen, wo man halt merkt, okay, sie kommt gerade in eine sehr gefährliche Situation. Das ist auch gegen Ende des Films. Und wenn sie dann da diese Gasse entlang geht, da kriege ich schon Gänsehaut. Allein, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, kriege ich schon Gänsehaut. Aha. Du gehst praktisch eine Gasse entlang, weil du denkst, du vertraust jemanden. Ja. Und langsam kommt so in dir das Gefühl hoch, oh. Ist es die Szene, wo der Robert De Niro zu ihr sagt, geh die Gasse entlang und dann rechts? Meinst du die Szene? Ja. Voll mies. Vor allem, es ist wirklich so, wenn du das, was du jetzt im Vorfeld in dem Film schon alles gesehen hast, wie die Leute verrammen, mit was für einer Kaltschnäuzigkeit, da hätten sie es verrammt quasi. Da, wenn sie da eingegangen war sie jetzt genauso gegangen wie ein paar von den männlichen Knilche vorher im Film. Also voll perfide, ja. Miese Szene. Es gibt da ganz viele Szenen, die genauso abgestimmt sind zur Musik. Die haben praktisch schon vorher gewusst, welche Musikstücke wollen sie in welchen Szenen abspielen, haben das während des Filmens auch schon abgespielt, damit die Kamera im Takt bestimmte Schwenkungen mitmacht. Wow. Und das ist doch mega, oder? Ja. Ja, da kennt man dann, dass der Scorsese ein Meister seines Fachs ist, gell? Definitiv. Der rotzt sowas einfach mal dahin. Ja, voll. Ich glaube, dass er selber ein Mafiosi ist. Ich glaube, dass der selber einer ist. Brauchst mir nichts verzeihen. Und da macht man das mit ganz, ganz großer Leidenschaft. Ja, genau. Ja, also ich hoffe, ihr habt jetzt allein durch die paar Informationen, die wir eigentlich jetzt nochmal hingeworfen haben, auch schon Bock gehabt, sie den Film entweder mal wieder zum Schauen oder, wenn ihr nur nie gesehen habt, dann mal reinzugucken. Es ist auf jeden Fall eine Sichtung wert. Auf jeden Fall. Und was ihr auf jeden Fall jetzt auch durch die Vorrecherche da nochmal, ich habe das alles ein bisschen aufgefrischt, aber ich habe den Film, glaube ich, jetzt in den letzten 5 Jahren mindestens schon 7 Mal gesehen. Boah, leck. Habe ich voll Bock jetzt dann auf Sopranos, deswegen habe ich das ja gleich am Anfang gesagt, weil Sopranos und Goodfellas haben eine Überschneidung von 27 Leuten vom Cast her. Wow. Das ist stark. Das ist echt geil. Ich habe mit Sopranos angefangen, aber da war wieder irgendein so Ding, da ist irgendwas dann dazwischen gekommen und dann was anderes geschaut und dann einen Faden verloren und dann nie weitergeschaut. Aber ich hätte mich angefangen. Und das war aber schon schön, was ich gesehen habe. Die erste Folge habe ich auch schon mal gesehen. Es ist schon ewig her. Und da habe ich, glaube ich, dieses ganze Mafia-Setting noch nicht so richtig zu schätzen gewusst. Okay. Und ich weiß nicht mehr, was ich als erstes gesehen habe, ob es Casino war oder Goodfellas. Was schon sehr schwierig ist, manchmal dann auseinanderzuhalten, weil Robert De Niro und Joe Pesci spielen in beiden mit. Beide Filme sind von Martin Scorsese. Genau. Naja.
Dann, da die sagen, Tops und Flops, und mich interessiert brennend, was dein Flop sein soll. Mein Flop ist die letzte halbe Stunde. Okay. Weil mir also es ist trotzdem immer alles super. Also es ist wirklich einer von den Filmen, wo ich sage, da kannst du jetzt nicht wirklich stark meckern, weil der wirklich top ist. Nur wie das dann ausgeht, wie bitter das ist und wird dann manche Leute die anderen verraten oder hinhängen oder verrammern oder so. Sagst du, nein, jetzt hört's halt einfach auf. Lasst es halt einfach. Sie treiben ja im Endeffekt dann so weit, dass er dann quasi aussagen muss, weil er fühlt sich bei seinen Leuten ja auch nicht mehr sicher. Ja, das ist der ganze Plätzquiel. Vor allem zuerst helfen sie alle zusammen und haben lustig und hin und her und dann sowas. Mag ich nicht. Also dieser Schluss dann, was heißt, jetzt ist er einer von den Normalos. Jetzt nichts mehr mit dir aufhalten und jetzt kriegen wir den ersten Platz vorne in der ersten Reihe oder was weiß ich. Jetzt hat's einfach ganz normale Leute und so. Sagst du, ja, scheiße. Ja, bei der Mafia war's viel cooler. Hört's nicht auf. Wird man vielleicht, bevor wir mit Tops und Flops anfangen, noch sagen sollen, dass wir jetzt absolut spoilern? Ja gut, der Film ist ja schon so alt. Ja, eben. Eure Schuld, Leute. Selber schuld, Alter. Selber schuld. Der Tops hätte jetzt, was ich ganz cool fand, das ist dann quasi der Film steigt ja eben mit dem Ray Liotta ein als Erzähler und dann haben wir mal so einen Switch drin, wo wir die Sicht von seiner Frau einnehmen. Und das fand ich auch sehr cool, weil so erklärt er die ganze Zeit, wie es bei der Mafia abläuft und dann erklärt er sie, was sie alles mitgekriegt hat. Und wie das bei ihr aus ihrer Sicht abgelaufen ist. Und das fand ich auch total cool, das einmal zum Singen. Dass wir so einen Perspektivwechsel mit drin haben. Fand ich einen super Schachzug. Und meine absolute Lieblingsszene ist die, wo der Ray Liotta ihren Nachbarn mit dem Kolben von der Pistole voll zusammenschluckt. Weil der Nachbar hat quasi seine Angebetete angereiht. Und dann sagt er, ja, da fahren wir jetzt schnell hin, das kriegen wir schon irgendwie. Ja, und dann packt er da diesen Colt, diesen Revolver, und dann schluckt er den voll, ich weiß nicht, 12 Mal ins Gesicht, 10 Mal ins Gesicht, keine Ahnung, sehr oft. Was sagst du, jawohl. Genauso gehört's gemacht mit die Grabscher. Passt. Und das ist eine Szene, wo du wirklich da sitzt, dann es tut mir leid, ich habe laut lachen müssen. Übrigens, wegen genau diesen expliziten Gewaltdarstellungen wollte eigentlich die Produktion, Warner Brothers wollten eigentlich, dass der Film sehr, sehr stark geschnitten wird. Genau eben wegen diesen Szenen haben die gesagt, ey Leute, um nichts anderes geht es in dem Film als um das. Also wir können das nicht rausschneiden. Und es gab bei den wie nennt man die Vorführungen, bevor der Film veröffentlicht wird? Testvorführungen. Ja. Gab es einen Haufen Leute, die wirklich rausgegangen sind und gesagt haben, boah, das können sie sich nicht anschauen und das ist viel zu krass und keine Ahnung. Und sie haben den trotzdem dann so rausgebracht, wie er war. Sehr schön. Gott sei Dank. Ohne X-Rating. Genau, Gott sei Dank. Auf jeden Fall. Ja, und zwei kleine Sachen haben mir jetzt noch aufgefallen. In einer Szene, sagt man, ein Bewährungshelfer vom Ray Liotta. Und weißt du, wer das war, sein Bewährungshelfer? Na. Das ist der Tobin Bell gewesen, auch der Jigsaw aus Saw. Nein! Voll. Und es gibt ja nur eine Szene, ich glaube, das ist der Fluchtwagenfahrer in irgendeiner Szene, der Schwarze, den sie dann am Bett schießen, das ist der Samuel L. Jackson. Echt jetzt? Ja. Ich hab mir die ganze Zeit gedacht, boah, der schaut schon leicht aus wie er. Tatsache. Cool, oder? Das Stax ist der Samuel Jackson. Ja, insgesamt ist es einfach richtig geil, wer da noch mitgespielt hat. Der Bruder von ihm, der Michael, das ist der Kevin Corrigan. Und den hat man auch schon ganz oft in verschiedensten Serien gesehen. Unter anderem auch in Fringe. Genau. Also soweit von mir. Corby, jetzt. Wie schaut's bei dir aus? Also ich fange mit meinem Top an. Mhm. Und wer mich kennt, der hat vielleicht schon des Öfteren von mir gehört, wenn ich irgendwo hinfahren muss, wo ich mich nicht ganz so sicher und unwohl fühle. Stell mir immer vor, dass man da bestimmt so geht wie ein Joe Pesci. Mhm. Ich fahre in der Garage mit zwei Leuten, wo ich eigentlich eine ganz andere Erwartungshaltung habe. Dann gehe ich in einen Raum und dann werde ich einfach von hinten erschossen. Und zwar in den Kopf. Mies. Und er fällt dann so auf, so, oh Scheiße, und dann fliegt sein Gesicht schon und das geht so schnell. Genau. Und das geht so schnell. Und als ich das erste Mal gesehen habe, ich hab's nicht fassen können. Ja. Die bauen den Charakter so dermaßen auf und er hat sich ja wirklich sehr sicher gefühlt. Ja. Und auf einmal zack, 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 weg.
Voll. Irre. Ich glaube, dass es bei der Mafia irre. wirklich so abläuft. Und wenn du den Eastern Promises von David Cronenberg anschaust, mit Viggo Mortensen, da haben auch solche Szenen drin, wo du da glaubst die ganze Zeit, hey, so und so läuft's ab. Und dann ist einer beim Friseur und was kriegt er geschnien? Nicht seine Haare. Zum Beispiel. Und das hat so oder die Szene in der Sauna oder so. Ja, das auch mit dem rechnest du nicht. Auf einmal kommt das und sagst jetzt, wo Film? Was ist denn da los? Und dann gehört diese Joe Pesci Abtrittsszene auch dazu. Ich habe das nur gewusst, dass sowas kommt. Und aber dass es dann so plötzlich so beiläufig passiert eigentlich. In einer Szene einfach so, und dann ist die Szene, zack, da stoppt das Gesicht wird fliegt weg und dann, weißt du, so. Man rechnet halt auch nicht damit, weil du hast ja unter anderem ihn als Charakter da mehr als 2 Stunden gerade verfolgt. Ja. Und auf einmal weg vom Fenster. Irre. Schnell. Richtig irre. Schnell ist gegangen. Und Flop ist, also, ich muss jetzt hier schon nochmal Stellung nehmen. Es gibt eigentlich da in dem Film keinen richtigen Flop. Also er ist auf jeder Rating-Seiten eigentlich immer volle Punktzahl, Leute. Okay? Man kann bei Letterboxd überlegen, Herz ja oder nein, aber eigentlich alles unter 5 von 5 ist schon eine Frechheit. Okay. Ich hab den nachgeschaut, wie du bewertet hast. Schaut's doch gleich, das steht da unten in die Shownotes, steht's. Unsere Letterboxd-Profile. Da könnt's noch schauen. Das Einzige, wo ich sagen darf, okay, wenn ich das jetzt nur im Nachgang ändern könnte, dann würde ich den Schluss ein bisschen abändern. Weil da, klar, die Botschaft verstehe ich schon. Henry ist jetzt da praktisch weg, sage ich jetzt mal. Und wird wahrscheinlich jetzt mit dem Leben nicht mehr glücklich werden. Dann kommt noch mal eine ganz kurze Szene, wo man einen Joe Pesci sieht, wie er schießt. Dann wieder, glaube ich, zurück auf den Henry und dann ist aus. Also ich habe den Sinn nicht so ganz verstanden, warum diese Konstellation dann kommt. Und jetzt ist der Film aus, es kommt dann schon noch mal ein Mini-Epilog in Textform. Aber es befriedigt mich nicht, leid. ich hab da jetzt fast 3 Stunden lang den Charakter verfolgt. Ich möchte eigentlich schon mehr singen. Ja. Und das finde ich zum Beispiel auch geil, wie er das in The Irishman gemacht hat. Den habe ich nicht gesehen. Weil in The Irishman, da spielt übrigens auch Robert De Niro und Joe Pesci mit, da verfolgst du wirklich dessen Leben bis zum Schluss hin. Und das fand ich irgendwie cool, weil dadurch weißt du, okay, ich weiß ganz genau, wie es jetzt geendet hat. Und das finde ich cool. Ja. Ich glaube, ich müsste halt allgemein diese ganzen letzten Scorsese-Filme einmal nachholen. Ich glaube, der hat da irgendwann einmal einen Break reingehauen und seitdem habe ich da nichts mehr gesehen. Ich müsste direkt einmal nachschauen, aber ich habe da, glaube ich, schon ewig nichts mehr gesehen, was der so gemacht hat. Weil der Irishman habe ich dann gehört, ich glaube, der dauert 4 Stunden. Dann war der echt schon wieder fertig. Der ist schon hart von der Länge her, also das muss man schon sagen. Ja. Oder Killer of the Flower Moon oder so, das ist mir alles neu. Oh ja, der Taxi Driver ist ja auch vor ihm. Den kann man auch mal besprechen, der war stark. Habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Oh yes. Departed ist super. Departed war mega. Ich mag auch sehr Wolf of Wall Street. Den habe ich ja damals im Kino gesehen und habe das irgendwie total gefeiert. So ein abgedrehter, crazy Film, der auf wahren Begebenheiten beruht. Der hat mich leider ein wenig genervt, aber der war so drüber. Denke ich mir schon, ja. Aber gut, ihr habt es jetzt gehört. Ja. Goodfellas ist einfach einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Daher auch vielen, vielen Dank, dass wir den besprochen haben. Sehr gern, um Himmels Willen. Muss ja nicht immer der Horror sein. Ja, du hast halt ein bisschen eine andere Art Horror drin. Das ist halt so der kleine, fiese Tod von hinten. Ja, genau. Schon krass. Ja. Wir schauen es eigentlich mit unseren 3 Ts aus. Müssen wir da eine Warnung oder eine Empfehlung aussprechen? Das müsst ihr dann selber entscheiden. Aber haben wir Trompeten in dem Film? Nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Nee. Haben wir Brüste in dem Film? Die sind alle verpackt, alle, oder? Ja. Alle. Deswegen glaube ich, ist es auch einer von den Filmen, die dann doch noch auch ungestritten durchgekommen sind, weil das mit der Gewalt eher gutierbar ist in Amerika wie Nacktheit und Sex. Und da hat der Film eigentlich gar nichts zu bieten. Da geht ja gar nichts. Aber tote Tiere, haben wir die? Na, also wir sehen zwar ein paar Schweinehälften, aber die sind schon länger tot. Das zeigt nicht. Na.
Und das Reh, das sie angeblich angefahren haben, das sieht man komischerweise nicht. Das Reh ist Szene, das hat bloß da 2 Haxen und 2 Hände. Ja. Aber ja, da hat der Pate natürlich die Nase vorn mit seiner Viertelkuschelszene, gell? Das stimmt. Aber auch da Trompeten und Möpse ist auch nichts, gell? Nein. Na gut. Nein, aber wie gesagt, das braucht's keine Angst haben. Es ist nur brutal und lustig. Sonst gibt's nichts Anstößiges. Ich find's auf jeden Fall lustig. Ich habe mir verschiedenste Videos da vorher auch nochmal angeschaut. Also zum einen, ich habe das Making-of gesehen. Ich habe dann nur das spätere Review-Video von Martin Scorsese darüber angeschaut und dann halt auch nochmal verschiedene Bewertungen von deutschen Filmekritikern. Ja. Und es gibt immer der gleiche Vergleich. Es ist irre. Immer dieser... Ja, und wenn man es mit dem Paten vergleicht, was man eigentlich jetzt machen kann, dann ist der Pate ja definitiv mehr romantischer als Goodfellas, wo man denkt, romantisch? Romantisch? Was ist los mit euch, Leid? Okay, das sind in der Pate mehr Ehre vorkommt und so, ja. Aber romantisch? Ja, müssen wir nicht mehr sehen. Ist alles zu lang her. Kann ich da nicht sagen. Also die ersten 2 Party-Teile habe ich gesehen, den dritten dann irgendwie nimmer. Aber wie gesagt, zu lang her. Mit Party mindestens 20 Jahre. Also da bin ich leider, kann ich jetzt leider nichts dazu sagen. Eher noch Scarface, da habe ich noch mit Scarface gesehen. Da machen wir jetzt dann lieber noch Casino. Ja. Und dann haben wir auf jeden Fall so 2 richtig, richtig geile Gangster- und Mafiosi-Filme. Genau. Muss ja nicht immer John Carpenter sein, können wir auch mal Scorsese machen. Ja, aber der Carpenter, der kommt schon auch nicht zu kurz bei uns. Nein, den kriegen wir schon wieder. Aber ist jetzt cool auf alle Fälle, dass wir ihn besprochen haben und dass ich ihn auch wieder mal gesehen habe. Und ja, schön was. Ja, dann schreibt es in die Kommentare, was ist euer Lieblings-Mafia-Film? Das war's. Genau. Dann auf alle Fälle an dieser Stelle vielen Dank wieder fürs Zuhören. Corby, danke für die Einladung und für die gute Idee, diesen Film da heute zu besprechen. Schaut einfach vorbei, wo wir mir überall vertreten sind. Facebook, Threads, Instagram, YouTube natürlich. Dort Glocken drücken, dort uns folgen, kommentieren, unsere Beiträge vielleicht auch speichern. Hört's und so, schaut's und so, empfiehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Servus und habe die Ehre. Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Der beste Mafiosi-Podcast auf alle Fälle, oder? Nee, da gibt's bestimmt richtig coole Mafiosi-Podcasts. Ja, aber so ein bayerischer Podcast war ein cooler wie mir. Der bayerischste Mafiosi-Podcast, den es gibt. Voll der Underground. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Servus.